Guten Tag miteinander, das sind ich noch einmal wir. Von daher wollte ich euch eine Geschichte verlesen, weil meine Schwester Ursula es mal aufgeschrieben hat. Und doch heitert das Pottbessen Schwarzbrot. Also Topf, Besen, Schwarzbrot. To das Haus, wo ich meine ersten 7 Kinderjahre drin verbracht habe, hörte auch eine kleine Backstube. Da standen grauten, höltenen Troch drin und einen abgemührten Backofen. Wegen dat mein Opa und mein Vater auch eine Mühle bedrieben, von daher ist das ja die Witte Mühle da kurz für Zwilbrook. Also auch eine Mühle bedrieben, wo multet war, da sie von dat Mehl Schwarzbrot backen und dat wurde dann verkauft. Die Kundschaft war graut und ging über unsere Burschub ruht bis in die nächste Stadt, sogar bis in Ruhrpott. 2-mal in die Werke war backt. Opa, der damals den Deeg noch mit de Föte knien und de Backofen war mit Buskenhold. Wat? Wann Backtag war, ging Opa erst mit dem Handtuch auf de Schulle an de kleine Birk an de Schöttelbäke, neben dat Hus und waskete sich de Föte. Et wär ihm recht live, wenn dat viele Lüsjürgen, die op de Chaussee mit Rad oft mit dem Pferdewagen vorbeikamen. Er wiese de Chen seine Reinlichkeit. Opa, die Herr Fötkes essen Engelken. Witt und Weg und ohne dat kleinste Schwilken. Danach steh ich in den Backtroch und da den Deeg gut durchdrehen. Dann wurden die unwiesgrauten liebe Schwarzbrot in den heten Urbenschurven und müssen lange backen. Die Sache mit dat Pottbessen Schwarzbrot passierte, es die Elektrizität in unsere Burschub kam und ein elektrischen Backtroch anschafft wurde, dat Opa nicht mehr drehen muss. Nur brugte he bloß dat Mehl, Salt, Warte und den Kladden Surdeeg inheben, ob Knöpfchen drücken und die Maschine möchte Arbeit. Fürher aber hier meine Oma den Troch ordentlich mit so'n Pottbessen ut Heide utschrubbt und spült. Einmal leit sie ut für seinen Pottbessen in Troch liegen, nicht ein Heft sein, und he wur mit den Deeg verkniert. Es Oma non Tietken wie in die Backstube kam und den Pottbessen doch nicht liegen soch, ahnete sie nix kurz. Dat kann und darf nicht wahr sein, reibse. Ist de Pottbessen mit in Brautkurm, dann stor us Gott bi. De Pottbessen wär weg und dat Braut all in Wat für ne Aufregung. Wär nu dat Braut voll Heide sprick, oder satte Bessen noch ganz in een van de Breide? Opa wär an Schennen ob Oma und auch ob de Elektrizität. Früher, wie seine Fotarbeit, hier so wat nicht passieren konnt. Nu stünd die Existenz für die graute Familie durch so'n verkehrten Pottbessen ob't Spiel. Es dat Braut gabackt und lück afkühlt wär, hebt sie die Liebe afkloppt, zu hören, ob da wat drin sat. Einige verdächtige Breide dein zu ut nene Briecken, aber die Pottbessen wiesede sich nicht. Nu mossen sie et men drup ankommen lassen. Oma chrän und stellte sich dat für, wenn so'n verwöhnten Bürger in der Stadt dat Corpus Delicti fund und dat dann auch noch überall vertellte. Dann gnade uns Gott, sagt sie. Die nächsten Tage fällen so schwor für ihr. Immer, wenn wir ins Hus kam oder das Telefon klingelte, krieg sie Herdklabasten. Als wegen den verdammten Pottbessen. Doch könnt noch eine Werke der Hustür los. Und nur bis Mina von Burspieke Essling, die gutmödigste und placerligste Frau, wied und sieht, kam halb lachend in die Kürk. Hey, riep sie, was sind dat bei ju für niemötske Backrezepte?
Gleich i, dat Braut schmeckt mit n ingebackten Pottbessen Bierte? Und dabei fuchtelte sie mit so'n Lück ramponierten Heidebessen über ihren Kopf herum. In der lichter Zöchten ging durch die Kürk und Mina lachete immer noch. Wat n Glück in Unglück, dat just sie dat Pottbessenbraut kriegen hier. Oma Leib verfreide die Tränen über't Gesicht und sie bedankte sich bei Mina über alle Morten, dat sie ihr nicht quart wär. Mina krieg ein frisches Schwattbraut, Süß, versteht sich. Und sie wollen erst noch nicht es annehmen. Die Pottbissen, her dat Backen, noch einige Morten gut überstehen und hier bloß ein paar Brautkrümelkes tüsken die Rieses sitten. Aber Oma, die schmäht entführ und da soll dat Aas verbrennen. So ist. Und unsere Ulla hat auch noch Erinnerungen von ihrer Kindertit in das olle Hüsken, wo sie die ersten 7 Jahre wohnt hat, abschrieben. Es ist in Hauchdeutsch. Duftende Erinnerungen. Ich weiß ein Haus aus alter Zeit, des Duftes Vielfalt mir noch heut erhalten ist in meinem Sinn und gingen noch Jahrzehnte hin. Aus meiner Kindheit Bilderbuch steigt auf der herbe Wohlgeruch von Schwarzbrot und Petroleum, der stets hing im Gebälk herum. Es roch nach Asche, Mehl und Maus im Ellewicker Möllers Haus, nach Kälberstrick und Zuckersack, nach Seife und nach Kauterback, nach Zimt und Nelken und Piment, ja nach dem ganzen Orient, vielfältig bunt wie ein Basar. Der Winkel duftet rund ums Jahr. Im Maien roch es nach Jasmin, nach Flieder und nach Tausendschön, und aus dem Glase auf der Theke stieg süß der Duft der bunten Steke. Der Sommer kam durch offene Türen, mit heißem Atem zu verführen, vom Brombeersaft zu naschen doch, wenn schwer nach Heu und Schweiß es roch. Und kam der Winter kalt und hart, roch es nach Melkburs eis'gem Bad, nach nassen Klumpen und nach Socken, die sich am Ofen quanten trocken. So manche Zeit roch es nach Not, nach Asthmapulver und nach Tod. Es roch nach Kindern und nach Alten und bäuerlichen Urgestalten. War frisch der weiße Sand gestreut, hat mich das deshalb so erfreut, weil dann mit würzigem Bouquet der Sonntag auf der Schwelle steh. Dann roch's nach Kaffee und Beschüten, nach Suppe und nach Sonntagshüten, nach Kartenspiel und Tabaksrauch. Und nach Fusel roch es auch. Auch Bass und Horn und Klarinetten mufften fröhlich um die Wetten. Und all die Düfte ungeniert habe ich nun wörtlich konserviert. Und kehrt zurück ich manches Jahr ins Haus, das meine Heimat war, so spür ich noch den alten Hauch, umweht mich des Kamines Rauch. Wie lange konnten in den Ecken die trauten Rüche sich verstecken? Ich bin beglückt, ein bisschen noch riecht immer es wie früher noch. So, dann tut du noch was hin und dann sag ich, gut fahren.